meine Lieben, ich begrüße euch wieder, Barbara Berger da, Coach, Trainerin und Lerntrainerin aus Wien und das Thema ist wie immer bei mir Lernen. Was habe ich euch in der Vergangenheit erzählt? Ich habe euch begonnen, ein paar Videos zu machen zum Thema Spielen, weil ich mir gedacht habe, es gibt so viele mögliche Arten, wie Kinder spielen können, Brettspiele, Videospiele, was auch immer. Und ich habe mir ein paar herausgesucht, wo ich denke, dass man, wenn man die spielt, auch Fähigkeiten und Fertigkeiten lernt, die ganz nützlich sind fürs Lernen und fürs Leben ganz allgemein. Und die stelle ich euch so nach und nach vor. Heute geht es wieder um die Frage, Lernen im Sinne von etwas wiedergeben zu können oder Lernen auf Basis von Verständnis. Was ist der Unterschied? Warum ist das so bedeutend? Ja, fangen wir mal an. Lernen an und für sich ist ja nichts besonders Außergewöhnliches. Das tun ja Tiere auch. Und ich weiß nicht, ob ihr schon einmal gehört habt, aber gerade die Oktopoden, also Gattung der Tintenfische, gehört zu den intelligentesten Tieren. Ja, also das sind eigentlich hochintelligente Tiere. Die haben nur einen kleinen Nachteil bis jetzt gehabt. Sie waren nicht wirklich sesshafte oder Herdentiere. Das heißt, die haben das, was sie erfahren haben, erlebt haben, gelernt haben, nicht an weitere Generationen geben können. Das beginnt erst jetzt, nachdem man draufgekommen ist, dass in Italien sich Tintenfische plötzlich ansiedeln und dort heimisch werden und dort so eine Art Herdenverhalten dann an den Tag legen. Und da ist die Wissenschaft schon ganz gespannt. Was heißt das jetzt auch für das Wissen, für die Erfahrungen? Können die jetzt weitergegeben, vererbt werden über mehrere Generationen? Und da erwartet man sich in der nächsten Zeit ganz interessante Ergebnisse. Gut, aber das ist jetzt Lernen bei Tieren. Lernen Pflanzen bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner. Mir ist nur so viel bekannt, dass natürlich auch eine gewisse Form von Lernen bei Pflanzen stattfindet, auch wenn die gar kein Gehirn haben und sich auch wiederum deutlich von Mensch und Tier unterscheiden. Aber die lernen auch auf Umweltbedingungen einzugehen, sich zu schützen, miteinander zu kommunizieren. Man sagt ja auch, dass Bäume über Wurzeln und so weiter Informationen austauschen, aber da bin ich wirklich nicht der Experte auf dem Gebiet. Ich finde es nur ganz interessant und vielleicht wollt ihr euch da mal näher damit beschäftigen. Wenn wir jetzt wieder bei den Menschen sind, nochmal wie am Anfang schon, 2 Formen von Lernen ganz grob. Das eine, Lernen ohne wirklich zu verstehen, was man gelernt hat, meistens mit der Zielsetzung, man soll das irgendwie in Form eines Tests, einer Prüfung wiedergeben. Und das andere ist Lernen auf Basis von Verstehen, das, wo wir ja Computern ein bisschen voraus sind und immer voraus sein werden, vor allem nicht nur das wiederzugeben, sondern eben auch unter ganz flexiblen und ganz sich schnell verändernden Umweltbedingungen mit diesem Wissen auch kombinieren zu können, was anstellen zu können, Aufgaben bewältigen zu können. Ein Beispiel für jetzt die erste Form des Lernens ist das sogenannte Chauffeurwissen. Das ist ein interessanter Begriff. Ich gebe zu, den habe ich aufgeschnappt in einer Folge der Sendung Was gibt es Neues? Da ging es darum, es hat mich neugierig gemacht, ich habe mich selbst ein bisschen schlau gemacht und möchte jetzt euch auch genauer verraten, was denn dieses Chauffeurswissen ist, wo dieser Begriff herkommt. Da gibt es auch ein paar Zahlen, Daten, Fakten und die möchte ich korrekt wiedergeben. Also, der Begriff geht auf den Charlie Munger zurück, der ein Geschäftspartner des bekannten Investors Warren Buffett ist. Und er hat ein Buch geschrieben, Poor Charlie's Almanac, in dem er einige Anekdoten aus seinem Geschäftsleben erzählt. Eine von diesen Anekdoten handelt von Max Planck, das ist sicherlich ein Begriff. Der war 1918 bereits für den Nobelpreis für seine Forschung zur Quantenphysik vorgesehen und bekam den auch und ging dann danach auf Vorlesungstour quer durch Deutschland, um eben über seine Entdeckungen im Bereich Quantenphysik zu sprechen. Ja, begleitet wurde er dabei von seinem Chauffeur, der ihn eben herumgetourt hat und der auch immer bei diesen Vorlesungen dabei war, irgendwo so am Rande saß und den Vortrag hörte. Und der Max Planck hat seinen Vortrag offensichtlich nicht wahnsinnig oft verändert, sondern mehr oder minder immer wieder die gleiche Vorlesung gehalten und der Chauffeur hat dann, ob er wollte oder nicht, sehr viel davon mitbekommen und dauerte nicht allzu lange, konnte er dann offensichtlich den ganzen Vortrag auswendig. Und das hat dazu geführt, dass er, als sie gerade in München an der Universität waren, der Chauffeur gemeint hat, mehr im Spaß zu Max Planck, wenn er sich einmal ausrasten möchte, kann ja er statt ihm den Vortrag halten. Der Max Planck hat das eigentlich sehr interessant gefunden, die Idee, und hat gesagt, ja, das ist eine gute Idee, das probieren wir, schauen wir, ob das Experiment funktioniert. Und so kam es, dass tatsächlich der Chauffeur auf der Bühne stand und vor den Studenten den Vortrag gehalten hat. Das dürfte auch soweit niemandem wirklich aufgefallen sein. Ein bisschen eng wurde es dann gegen Ende, als
der Chauffeur eben fertig war und ein Student sich zu Wort gemeldet hat und eine sehr einschlägige Frage zu dieser ganzen Materie gestellt hat. Und da hat der Chauffeur aber ganz gut reagiert. Er hat nämlich gesagt: Nie hätte ich gedacht, dass in einer so fortschrittlichen Stadt wie München eine so einfache Frage gestellt würde. Und ich werde daher meinen Chauffeur, der hier in der ersten Reihe sitzt, bitten, die Frage zu beantworten. Und hat damit ganz elegant das Wort an den Max Planck weitergegeben. Eine witzige Anekdote, finde ich. Ob es jetzt tatsächlich und genauso war, weiß ich nicht, ich war nicht dabei. Aber man sieht, wie viel Menschen in der Lage sind, leisten zu können, wiedergeben zu können, ohne jetzt mit diesem Wissen tatsächlich etwas Sinnvolles machen zu können. Also ich gehe schon davon aus, dass der Chauffeur jetzt kein Experte im Bereich der Quantenphysik ist, aber es hat gereicht, das auswendig zu lernen, wiederzugeben, ohne dass das wirklich aufgeflogen ist. Ja, und als Lerntrainerin habe ich so ab und zu den Eindruck, dass das auch die Strategie ist, die viele Schüler und Schülerinnen verfolgen. Nicht, weil sie es nicht anders vielleicht sogar könnten oder bewusst verfolgen, aber weil es für sie das ist, was sie von zu Hause, von der Schule vielleicht mitkriegen. Lern das, merkst dir, das ist ja so, wende über es ganz oft zu Hause, bis du es dann ganz gut kannst und dann gib es einfach wieder. Das ist sozusagen das, was bei manchen Schülern, Gott sei Dank nicht bei allen, aber doch bei manchen hängen bleibt, dass das die Erfordernis sei. Und daher bewegen sie sich auch immer nur in diesem Bereich des Chauffeurswissens. Was wäre die Alternative dazu? Die Alternative wäre dazu, weniger eintrainieren, weniger durch viele Wiederholungen einüben, Dinge zu perfektionieren, sondern einfach zu verstehen, was geht's, worum geht es im Grunde, wie funktioniert das Ding und Dinge wirklich zu verstehen, miteinander in Verbindung zu setzen, herleiten zu können, erklären zu können, vor allen Dingen auch, was ist der große Vorteil von ich habe es verstanden versus ich habe es mir gemerkt. Das ist ganz eindeutig. Dinge, die ich gelernt habe, die ich mir gemerkt habe, kann ich durchaus wieder vergessen. Wenn ich was verstanden habe, das Prinzip dahinten verstanden habe, etwas zu entverstehen, geht eigentlich gar nicht wirklich. Ja? Also das sind auch die Sachen, wo man langfristig etwas davon hat und langfristig damit arbeiten kann. Und wenn wir Menschen sagen, dass wir etwas verstanden haben, worum geht es dann in erster Linie? Da geht es meistens darum, dass wir wissen, warum etwas so ist, wie es ist und wozu etwas so ist, also sprich, welchen Sinn und Zweck es hat. Und das sind aber zwei getrennte Dinge, die nicht beide immer zutreffen müssen. Ich denke jetzt an den Bereich der Naturwissenschaften, da hat durchaus etwas seinen Grund, warum es Wolken gibt, wie sie sich bilden, wo das herkommt, aber Sinn und Zweck, was ist die Aufgabe von, ist manchmal in dem Bereich nicht zu erklären, das ist dann vielleicht außerhalb der Naturwissenschaften, vielleicht im religiösen, im metaphysischen oder im sonstigen Bereich irgendwo zu finden als Antwort oder gar nicht zu finden im Moment. Etwas, was ich euch so als Zusammenfassung oder als weiterführenden Gedanken noch mitgeben möchte, man kann über das Thema Lernen auch in 4 Bereichen denken. Da habe ich euch ein Bildchen mitgebracht, das ich euch jetzt zeige. Das heißt, zum Ersten sollte vor so einem Lernprozess die Frage im Raum stehen, warum lerne ich überhaupt? Welchen Nutzen erwarte ich mir? Was führt dann auch dazu, dass ich dem gegenüber schon eine positive Grundhaltung mitbringen kann, wenn ich sozusagen selber einen Nutzen darin erkenne, der eben was anderes ist, als nur irgendwie eine Hürde zu bestehen, einen Test. Ein weiterer Bereich, der zwingend immer zum Thema Lernen gehört, ist die Planung. Hier als Beispiel, wir haben 86.400 Sekunden am Tag, die können wir mit allerhand Tätigkeiten verbringen. Wenn Lernen ein Teil davon sein soll, dann gehört das da irgendwo hinein geplant, institutionalisiert im besten Fall. Ja, Einsatz zeigen, auch beim Lernen, wie überall anders im Leben, Lernen ist Arbeit. Damit meine ich aber nicht, dass Lernen ein stupides Wiederholen noch einmal ist, aber auch oder gerade, dass sich damit auseinandersetzen, Dinge begreifbar, das heißt verständlich zu machen, ist natürlich auch etwas, was Zeit braucht und damit und auch Einsatz braucht und das ist das, was ich hier mit Arbeit meine. Ja, und am Schluss eines Lernprozesses sollte immer die Reflexion stehen, was weiß ich denn jetzt? Was kann ich denn jetzt? Wie war der Lernprozess? Wie weit bin ich? Ist er wirklich schon zu Ende? Und wie geht es jetzt mit dem Thema oder mit welchem anderen Thema geht es denn für mich in der Zukunft weiter? Ja, ich hoffe, die kleine Anekdote rund ums Chauffeurwissen hat euch gefallen. Könnt ihr natürlich sehr gerne weitererzählen.
Stammt ja auch nicht von mir, ich gebe es ja selbst nur weiter. Ja, und in dem Sinne freue ich mich auch schon, wenn wir uns nächstes Mal wieder sehen. Wieder zu einem neuen Spiel, das ich euch vorstellen werde und das ihr dann mit euren Lieben gemeinsam spielen könnt. Ja, und bis dorthin, ciao, ciao, macht's es gut und ja, bleibt gesund.